Sehr geehrte Frau Merkel, der Hubermanni hat mir erzählt, dass Sie letztens Butter bestellt haben. Habe ich das richtig verstanden? Ist das so wahr? Ist das richtig? Oder ist das Lüge? Ja, also, das ist schon wahr, aber da kann man auch nicht so viel dazu sagen, weil ich habe die Butter noch nicht bezahlt. Ich will sie schon bezahlen, aber jetzt mit diesem Interview, wo alle so drüber sprechen, ist mir schon sehr, sehr unangenehm und ich weiß nicht, ob ich das so haben will mit dem Butter. Vielleicht lasse ich die ganze auch zurückgehen. Das kann jetzt schon mal sehen, ne? Und ich frage mich, was der Hubermanni da wieder rumverzählt, dieser alte, ja, diese Dorftratsche. Ja, aber der Hubermanni hat gesagt, dass es richtig ist und Sie müssen... Ja, das kann ja der sagen, was er will und, ich weiß nicht, ich meine, diese böse Dame da, diese Frau Fottner, die ruft mich dauernd an und will meine Kreditkartennummer und die gebe ich nicht her. Ich zahle das per Nachname, habe ich gesagt, weil ich zahle alles per Nachname. Ja, aber warum denn? Warum denn? Immer per Nachname. Das ist doch nicht richtig so. Oder nicht? Ja, Sie wissen schon, wegen den Kreditkartenbetrug und so und außerdem habe ich gebe es ja zu, ich habe ja gar keine Kreditkarte, weil ich verdiene nicht so viel wie jetzt vielleicht Sie als Reporter oder die anderen Politiker oder der Papst oder die Frau Butter. Ich habe ja nicht, ich meine, ich bin ja praktisch mittellos und ich kann mir nicht mehr Butter leisten, nicht für meine Haare und nicht für meine Kinder. Also ich habe gar keine Kinder, naja, also für meinen Mann oder so, also ich sag Butter für Deutschland. Das ist ein Schmarrn.